wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Obwohl morgen ist schon lange nicht mehr. Es ist schon wieder Mittag und es ist 32 Grad warm. Und darum habe ich mich entschlossen, heute im botischen Meerbusen zu baden. Ja, wir sind am Meer, wir sind auf dieser Insel Hailito und es ist wunderschön. Das ist doch mal ein Start in den Tag, oder? Kann man so machen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Wenn das nicht geklappt hat mit einem Sprung ins Wasser mit der GoPro, dann sage ich jetzt zum zweiten Mal guten Morgen und sonst, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir sind jetzt immer noch in Hailito. Ihr habt es im letzten Video gesehen, da sind wir mit der Fähre angereist, kostenlos, weil es zum angebundenen Straßennetz gehört. Das ist richtig cool. Hier haben wir letzte Nacht übernachtet. Es war eine Ruhe wieder hier in Finnland. Es ist einfach zu schön hier. Diesen Ausblick haben wir heute Morgen genossen. Wir haben da vorne gefrühstückt und ja, es ist jetzt kurz nach dem Mittag. Wir haben ein bisschen die Zeit vergessen wieder mal. Das passiert uns in Finnland ja oft und wahrscheinlich in Zukunft auch noch viel mehr. Und ja, wir machen uns jetzt auf, erkunden mit euch zusammen diese Insel, eine Insel in Finnland. Das ist doch auch etwas ganz Spezielles. Freut mich, seid ihr mit dabei und los geht's. Wir sind jetzt einmal über die ganze Insel gefahren, das dauert 1 Stunde und sind 30 Kilometer. Das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Insel. Wir sind jetzt am Westende angekommen und ja, hier hätte es auch einen Stellplatz gehabt mit Strom, kostet 20 Euro und ja, sieht jetzt nicht so schön aus. Da haben wir sicher die bessere Wahl getroffen. Das Ort an sich, ich habe so manchmal das Gefühl, wir sind am Ende der Welt. Es hat kaum westliche Touristen, es sind alles Finnen, es ist nicht viel los und trotzdem einfach wirklich wieder wunderschön. Wir schauen uns jetzt zusammen mit euch ein bisschen um und ja, dann gehen wir vielleicht noch irgendwo einen Rentierburger essen oder so. Das wäre ja immer noch das Ziel. Ja, wir schauen mal. Wir sind jetzt hier im Willis Restaurant, da gibt es wieder mal Buffet, das gibt es ganz oft hier in Finnland. Wir haben schon gehört, dass es zwischendurch nur 10 Euro kosten soll, aber heute? Ja, Inselpreise würde ich mal sagen, 16 Euro ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, weil es gibt einen Hauptgang mit Fleisch, da kann man sich ja Diskretion selber so viel auf den Teller laden, wie man möchte. Dazu gibt es ein riesen Salatbuffet und natürlich auch noch Dessert und Kaffee und Tee. Ja, aber wir haben jetzt darauf verzichtet, obwohl eigentlich sind 16 Euro ja für so viel gar nicht so viel. Nein, das ist eigentlich nicht teuer. Müssen wir uns noch mal überlegen. Aber jetzt gibt es erstmal eine Cola. Schreibst du bitte hin Produktwerbung. Was hat das gekostet? 6 Euro, beide Getränke zusammen. Also 3 Euro für eine Cola hier auf der Insel, einfach, dass wir das auch noch gesagt haben. Und ja, wir überlegen uns das noch mal kurz mit dem Buffet. Wir können es ja eigentlich teilen, das will ja niemand mehr. So was macht man aber nicht. So, wir verzichten auf das Buffet. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir möchten jetzt noch ein bisschen Strecke machen. Wir fahren wieder zurück aufs Festland. Die Insel, die ist wirklich ganz schön. Man könnte sicher Tage hier verbringen, um auszuspannen. Aber wir wollen zurück aufs Festland und haben da ganz schöne Stellplätze rausgesucht, wo wir dann die nächsten Tage verbringen wollen. Wir müssen heute auch noch ein bisschen was aufarbeiten. Wir fahren jetzt zurück zur Fähre.
Wir sagen der schönen Insel Haolito Tschüss. Es war wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich im Fokus bin, ich hoffe es. Auf jeden Fall sind wir wieder auf der Fähre auf dem Rückweg aufs Festland. Kleines Fazit zu dieser Insel. Es ist wunderschön, sehr viel Einsamkeit, aber es gibt nicht so viel zu machen. Wir haben es vorher gesagt, man ist in einer guten Stunde über die Insel, 30 Kilometer, aber man könnte natürlich hier wirklich auch viel Zeit verbringen. Ja, ein bisschen auszuspannen und einfach zu genießen, auch um zu baden. Aber wir sind jetzt wieder auf dieser Fähre unterwegs. Die Überfahrt dauert gut 25 Minuten und das ist wahrscheinlich die schnellste Fähre, die wir je gefahren sind. Und mega cool, wir haben schon wieder weit über 30 Grad und das am 1. August, heute ist der 1. August. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir ab und an das Datum sagen, darum sage ich das jetzt auch wenn wir ein bisschen verspätet sind. Ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir drüben sind. Bis später. Stellplatz gefunden. Ja, für euch ging jetzt das ein bisschen schnell wahrscheinlich. Die Kamera haben wir heute ein bisschen weggelassen. Wir sind den ganzen Tag am Strand gelegen. Ja, nachdem wir mit der Fähre übergefahren sind, haben wir einfach einen Strand gesucht, haben uns da hingepflanzt, geschlafen und gebadet. Das war wieder weit über 30 Grad heute in Finnland. Darum nicht viel mehr. Noch kurz bei Lidl einkaufen und Schluss. Weil, ja, ist ein bisschen schwierig, das Ganze filmerisch und dokumentarisch festzuhalten, aber wir haben jetzt wieder einen fantastischen Stellplatz gefunden und den möchte ich euch natürlich nicht unterschlagen. Und zwar haben wir den wieder über Park4Night gefunden. Wir stehen quasi in einer Stadt, aber im Grüngürtel. Wir sind auch nicht alleine, es hat ganz viele so kleine Plätze. Mega cool, wirklich mega cool. Ich zeige euch gleich die Bilder. Steffi, ihr könnt euch vorstellen, wo sie ist, oder? Genau. Am Wasser, am Angeln. Wir gehen sie gleich besuchen und danach wird noch ein bisschen gearbeitet, ein bisschen YouTube-Arbeit, ein bisschen Büroarbeit und ja, wir melden uns wieder. Zum Abendessen gab es übrigens Schnitzel. Gibt es bei Lidl. Endlich mal wieder Schnitzel. So geil. Zwar ohne Pommes, dafür mit leckeren Nudeln. Also jetzt gibt es die Bilder.